Moin und willkommen auf meinem 10. Livestream. So, heute meine ich von dir etwas ein bisschen Spezielles. Und zwar machen wir heute zusammen, das war die Gary nennt. Gary ist eigentlich den angelötenen Ingwer, den ihn immer beim Sushi Anfang dabei kriegt. So, der hat da zwei Möglichkeiten, entweder kauft oder das direkt schon fertig. Ja, das ist da schon angelötenen Ingwer an einer Flüssigkeit. Da kannst du alles schon fertig kaufen. Oder du kannst das alles schön selber machen. Der Vorteil davon ist, das gucken wir mal, was da von Ingredienten da dran noch sind, außer dem Ingwer. Und ich muss mal sagen, das ist immer erschreckend, was den da alles da dran findet. So, das heißt, den Ingwer hier, für wer das eigentlich immer beim Sushi dabei? Fälschlicherweise denken die Leute eigentlich immer, dass das dafür gedauert ist, für die Gut zu neutralisieren, zwischen zwei Sushi. Das ist falsch. Am Anfang ist das dafür gedauert, für die Seier vom Fisch zu neutralisieren. Weil, ich so nochmal, die kürzeste Version aus der Stadt erklären, früher haben sie mal kein Frigo und den Reis war eigentlich da, für den Fisch zu konservieren, aber wenn sie dann den Fisch nur 3-4 Wochen dann noch gießen, hast du immer zwei Sachen darüber. Am länger Henke hast du Bakterien und die zweite hast du dann noch ein Seier vom Fisch. So, die Bakterien gibt die gemacht vom Ingwer, vom Wasabi. Und den Ingwer ist am Anfang dafür für dann die Seier vom Fisch zu neutralisieren. Für das nicht krank ist davon. Da ist der Grund, für am Anfang immer den Ingwer dazwischen, also du beim Sushi leid, und immer zwischen den Sushi am Anfang soll Gies gehen. So, da tut man mal zusammen, den angelötenen Ingwer. Ich weiß nicht, aber nur mal kurz, wenn es das fertig Kaffee geht. Weil der kennt das normalerweise an der zwei Farben. Einmal so rosa wie das heute, oder eben die natürliche Farbe, so wie das heute. Und die habe ich nämlich noch gemacht. Und das ist das vom Hello machen. So, was hast du dran? Und mir ganz einfach kurz gesagt, der braucht für das Totolo selber zu machen, den Ingwer, du brauchst Reisessig, Zucker, Salz. Wir mischen das zusammen. Und dann legen wir den Ingwer, den wir ganz ein bisschen schälen, ganz dünn schneiden, legen wir da dran. Und das ist die Flüssigkeit, das ist die da heute dran am Anfang sieht. Hat gesagt, die besser heute dran, das ist also Reisessig, Zucker, Salz gemischt. So, für was ist das Tolo rosa? So, das ist gefärbt. Das ist eigentlich so als gesehen. Hier ist am Anfang den Ingwer, die gefärbt ist. Das ist aber mit natürlichem, was nennst du so ein Lebensmittelfarbe, oder vielleicht nicht mit natürlichem Farbstoff, gefärbt. Wenn du genau kalkulieren gehst, dann ist das, könnte die Farbe von der Schule, von den Trauben, geht die am Anfang die Farbe geholt und dann dabei gemacht. So, von daher ist eigentlich das noch ganz gesund. Mir ist schon ein bisschen gucken gegangen, wie sie die Farbe da rauskriegen aus der Schule von Trauben. Und mehr chemisch geht es bei nicht. So, von daher gebe ich euch Roden, hier der Toten nicht essen und dann am besten einfach die natürliche Farbe einfach so zu holen. Just für kurz so, wie werdet eigentlich selber machen? Ich fand, wenn du das schon gerne hörst, weil das immer ein Geschmackssache. Die einen Leute sagen, dass das degelost ist, und andere Leute sagen, die flippen darüber, die haben das schon an mir Kuren kiloweise Giers. Und, ja, wenn du das selber müssen, hast du nämlich noch E4-Deal, dann hast du nämlich die ganz Ehen, die noch dran sind. Die Doten, hast du nicht dran, den hast du nicht dran, den. Und am Ganzen sind da 1, 2, 3, 4, 5 Stück, und hier ist die 6. dann, den Farbstoff. So, den anderen Fehler ist eigentlich ist das schon gesunde Produkt. Ja, natürlich die ganz Ehen, die brauchst du nicht oder dran. Den anderen Fehler ist, du kannst viel Zucker dran eigentlich, und das kannst du dann in dem Moment, wenn du das selber musst, selber dezidieren, wie viel du willst dran machen von Zucker. So, das Tote legen wir nochmal weg, weil das machen wir eigentlich alles selber. Und haben nur gesagt, dass wenn wir fertig sind, so aus. So, fangen wir nochmal kurz an. Also an sich brauchen wir Essig. Also das heißt, die Reisessig, den ich so mal holen, den ich hole meine Sachen hauptsächlich, was Reis ist der Provençal. Das heißt, den aus dem Asiashop. Was finden wir besser? Das ist ganz egal. Ganz ehrlich, sie haben wohl verschiedene Guren, guck sie sogar verschiedene Farben, weil den Essig eigentlich in der Produktion sieht, viel drin nach Sake war. Und es gibt so viele verschiedene Produktionsarten von Sake. Und natürlich, das heute, den Essig, den oder den heute, ist eigentlich komplett egal. Kauft einen und das schmeckt den. Und wenn du dann sagst, oh, vom Gui ist gut, dann kaufen wir dieselbe. Und jeden von den kannst du einen anderen als Vergleich kaufen. Aber ich kann nur nicht so, kauf den heute, den anderen ist genauso gut, wie gesagt, das wieder wild. Ich kaufe nochmal schon Hähnchen, den will ich auch mal für mein Sushi zu machen. Dann brauchen wir noch Zucker, Salz, und das mischen wir zusammen. Wie eat man das machen? Brauchen wir sicher nochmal einen Ingwer. So, als Ingwer ist folgendes. Ich habe
bisschen Werbung. Ach, nee. Den heute da so Bio-Ingwer, ja, für ein bisschen zu weisen, wie viel das ganze Ding kostet, 1,77 €, 2 Stück, wie viel Gramm sind das? Das sind 300 Gramm. Ja, das sind, normalerweise, wenn du nicht Bio kaufst, dann ist das schon largement noch ein Mann wie das. Aber bon. Sie hatte noch keine anderen, ich stehe noch ein bisschen Kaffee. So, hier ist Ingwerknoll, das die, die ihr kennt, von alle guten noch immer einen Tee draus macht oder eine Limonade draus macht. Und das ist genau die man holen für unseren Sushi-Ingwer zu machen. Der Gari, wie es noch nennt. So, das ich brauche mal, muss man die Schule mal raufholen. Und die Schule hältst du eigentlich so mit einem Löffel rauf. Du kannst dich ein bisschen so am Sehen oder mal da. Das kannst du mal so raufkratzen. So, weil ich hole just meine Sachen weg. So, es geht das so rein. So, und dann kannst du am Anfang da schon loslegen, das ganz bisschen oben zu schälen. Oh, ich denke mal gerade, eigentlich hätte ich schon bald können in 4 bereden. Oh, was wäre sonst nicht witzig. So, gleich kann ich nämlich meine Frage, die ich schon gesagt habe, mit Messer das zu machen. Und das ist aber nicht optimal. Fängt schon richtig gut zu riechen. Voilà. Und dann zack. Frag den, dass ich frisch. Ah ja, was ich noch erzählen dazu. Du kriegst nämlich auch Ingwer, den ist ganz nach Lichtrosa. Die nur so ganz, die Spitze sind nach Lichtrosa. Das ist am Anfang, wenn du den Ingwer ganz, ganz frisch pleckst, an der Supermarkt kriegst du das nirgends. Das ist wirklich eine Sache von der Möglichkeit. Weil du, wie gesagt, an das lo meist Leute mengen, dass den du wennst doch rosa gött, den Ingwer hanno, wenn's dann alles, gött vielleicht ganz, ganz leicht rosa. Mir niemals so rosa, wie es am Anfang so fertig an denen Düppel schon kriegst. So, da seid ihr schon gut, so schlecht aus. So fest kratzen muss ich schon nicht. Das geht alles am Anfang schon ganz allein. Meine Hände riechen Hände gut drauf. Das ist mich froh, wenn sie nur hinkriegt. So. Hopp. Weil, wie gesagt, das ist eine Sache von gut, wenn ich, also, wenn das wirklich nicht gerne hört, da lesen sehen. Aber, wenn ich wirklich froh damit das, dann, da kann ich das ruhig selber machen. So. Mal noch ein bisschen, kurz drüber, weil du hast noch ein bisschen dran. Et voilà. So, das sieht schon gut aus. Also, du hast noch ein bisschen. So, weil wie gesagt, wenn ihr da ein paar Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich probiere das mal so mal zu kriegen, mal zu lesen. Und, oh, jetzt sind wir ganz viele Leute moin. Hallo, hallo. So. Okay. Boah, hier ist noch fertig, den Dotten los mal so singen. Wir schaffen noch just mal Team heute. So, nochmal das Klang so rein und noch ein bisschen wasch. So. Zack. Et voilà. So, also. Heiß als ein Ingwer. Den muss man nur schneiden. Da gibt ein paar Möglichkeiten. Entweder holst du der Messer, du am sehr frisch. Weil ich euch ja bloß aufrode, weil das wirklich ein Merkt wie der toten Lohmer Messer zu machen, weil das ja alles mehr just nicht eben. Ne? Du kannst schon mal sehen, am Anfang mit dem Schäler das zu machen. Wichtig ist es, fand ich mal, dass die Stecker schön dünn gehen. So reingehen. Und da hat das am Anfang die Fehler, wo ich am Anfang gemacht habe, wie ich mein eigenen Ingwer gemäht habe, ich habe vom Raus gesagt, dass die Stecker am Anfang enorm groß sind oder dran. Ja, das geht dem Ganzen noch ein bisschen mehr Bus. Kannst du an der ersten Express gemacht und ich fand selber nicht gut, fand das besser und ein bisschen mehr dünn aus. Also, im Schäler geht das top. Dann hatte ich nämlich eine Menge Tranchen, hatte ich nämlich mit seiner Mandolinen gemacht gehabt. Das Problem ist bei den Mandolinen, wenn du nämlich da guckst und ich ein bisschen so Druck ausüben, da geht das extrem, geht das viel mehr dick da. Da geht das ungefähr so, ich weiß nicht, einen halben Zentimeter dick. So, das heißt, wenn ich drauf drücke und ein bisschen Druck ausüben, ja, dann drücke ich schon mal da drauf. Na, ist auch nicht ideal. Dafür will ich mal ein ähnliches kaufen. Und zwar ist das halt in einer Provençal gekauft gehabt für, das ist eigentlich für Trüffeln zu schneiden. Aber das Coole ist, du drehen so einen Funk, ich schon mal überall irgendwo hängen. So.
Am Funk wird cool, dass du drehst am Funk, du drunter. Du musst das los. Und normalerweise können lo die andere Seite gesagt in Lodo, wie Messer am Funk so rausgeht. Ich kann lo wirklich, das hält doch. Ich von Stolo fest drauf drücken, das ist nicht schon, weil von dieser Seite drauf gedrückt. Dick cool. Ich kann mal dick nochmal anstellen. Schon ganz ehrlich nicht probiert. Selber mal gespannt, was das da geht. Ja. Ja, war überzeugend, dass der Tool noch nicht. Ich meine, ein bisschen wie dick. Ja. Na, das geht schon noch mehr Bulli und von wieso selbst. So, da probieren wir das noch etwas anderes. Und zwar probieren wir das noch ein bisschen mehr dick zu machen. Tranchen. So, probieren wir noch ein Kerl. Also mit der Dotter deckt. Ja. Ich hatte ein bisschen mehr auf Hofkarte gefunden, ganz ehrlich. Das gefällt mir noch nicht. Ich probiere einfach mal ein hin aus. So stellen ich hin, ganz klein an. Das ist cool, so Livestream. Kannst du ein paar Sachen testen. Also stellen wir mal ganz nach mir dünn an. Und ich probiere mal ein bisschen drauf zu drücken. Gucken wir mal, was da geht. Aber ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Tip top. Das sind eigentlich gut Tranchen. Perfekt. Ja. So. Cool. Tipptopp. Ah, sie froh. Vorhin hatte ich die Investitionen nicht müssen machen. Das ist wahrscheinlich, weil den irgendwo einfach zu viel frisch aus. Und im Moment geht das nur von mir wie so etwas. Und das tut ist schon cool. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So. Dann machen wir die Stunde noch. So. Das ist effektiv ein bisschen noch drauf drücken. Ich probiere noch mit den Fingern aufzupassen, weil sonst am Livestream kann ich das nicht wegschneiden. Ich muss schneiden. Ich muss schon mehr wie ein mit dem Ding geschnitten, aber das ist nicht ganz cool. So, das hat richtig gut aus, der Tote. Ja, voilà. Ja, die Stecker verschieden sie ein bisschen mit dick. Aber das ist am Anfang schon gut und so schlecht. So, ich probiere mal noch die Rest zu machen und den Fanger noch zu behalten dabei. Ich weiß nicht, ob ich extra noch mein Zuzi holen für das schön proper. Und von schon noch etwas für drüber zu drücken, wo mein Fanger da nicht gibt für den Drop gut. Ja, komm. Provozieren wir was nicht. Das tut gesagt schon mal ganz gut aus. So. Also. Gucken wir uns die Sache nochmal an. Also, fangen sie verschiedene Stücke ein bisschen mit dick hin. Andere, die sind richtig gut. Und sowieso, wenn das alle, da geht das noch viel mehr Müll am Anfang. Am Anfang ganz okay. Sind zufrieden. Nicht so war das. Das ist besser wie die Bulli, die ich am Anfang gekriegt habe. So. Also, da kannst pflanzen wir mal proper an eine andere Schüssel. Und zwar machen wir nämlich, das hier geht angelöst, als ein Ingwer. So, ich mache das kurz einmal rüber. Zack. Kann man nämlich Schneidplack noch proper machen. So. Hopp. Ja, wie gesagt, ich denke mal am Schäler hier, dem dort wäre bestimmt doch gerne. Aber dort war auch fehl. Das brauchen wir nicht. So, also, lo machen wir am Anfang als Mixtur, als Flüssigkeit. Also irgendwo haben wir schon, und das, lo können auch die Flüssigkeit, die machen wir lo noch, muss man noch präparieren. So, und zwar, was wir brauchen, das ist noch ein heißen Essig. Was für Quantitäten da braucht. Ich mache mal so ein bisschen mehr, weil ich mache den anderen Ingwer auch noch, und dann habe ich es noch ein bisschen für mich selber von dem Ingwer, weil ich auch von Frosin immer da. Ich muss so just für eine kurz erklären, weil verschieden am Anfang für ein paar Jahre war den ganzen Ingwer nicht zu essen, weil den so sehr war, das war ja degelos. Und ich denke, dass sie das am Anfang ganz komischerweise von irgendwo importiert tun, am Anfang, weil dann noch gar nicht so an der Mode war, der Sushi. Und du hast das richtig aufgekommen, und ich denke, no könnt das alles von einem anständigen Produzenten, und sie kaufen alle dieselben. Dafür als Leute irgendwo am Anfang praktisch sind. Lo machen wir, da 500 Milliliter, heißen 150 Gramm Zucker.
wie gesagt, das war der Gelo zum Beispiel so 500 Milliliter 150 Gramm Zucker. Du kannst auch viel Manner dran machen, du kannst auch mehr dran machen, du kannst just Löffel 2, 3, da war 10 Löffel Zucker. Aber wie gesagt, das am Anfang, das heute müsste nur Dinge gut. Ich hätte auch können just den Essig holen. Das ist egal. Den holen, an den Döpfchen auffüllen, den irgendwo dabei fertig. So, ich reduziere den Belohn noch die Seier mit ein bisschen, nicht nur mit Zucker. Und da kommt noch Salz dabei, das sind ungefähr 2 Löffel Salz, das sind 40 Gramm Salz. So. Ich meine da darum, ich poste nur das Rezept, da könnt ihr das nicht genau gucken. Aber wie gesagt, der Toten, die seht dir selber, den tut gut. Ja, wenn der Logere hat, dass der Toten eben noch nicht ist, du kannst auch zum Beispiel am Platz vom Zucker Honig holen, einen anderen oder Stevia holen oder Gurkenzucker oder du kannst einen anderen Salz holen. Du müsst dir das, wie du das gerne hast. So, wenn der Logo geschnitten wäre, hätte ich nur einen Turbo geholt. Kannst natürlich, wenn du willst, das Ganze, für das es noch besser mischt, einfach ein Kehr abwärmen. Da geht das tipptopp. Boah, voilà. Ja, dann haben wir den Turbo-Necke dran. Immer schön locker ist im Handgelenk. So. Okay, legen wir hier mal kurz auf Zeit, also als Mischung Reis, Essig, Zucker und Salz. Und mit da noch viel dran wird. Weil irgendwann der tote Lo holen, so dran machen. Also du kannst auch von Lo, die Mixtur ist fertig. Du kannst Lo einfach ein Eidel Töpfchen holen, zum Beispiel Lo nicht ertreiten. Einfach den Ingwer dran machen und dann mit der Flüssigkeit abfüllen, Deckel drauf, irgendwo und der Frigo fertig. So, Logo das ist eine Engsa, und zwar nämlich, dass den Ingwer extrem scharf. Ja, das, wenn ihr das als Ingwer-Tee trinkt oder so weiter und so logisch dabei sind, das ist scharf, das Ding. Wenn du gerne hast, dass das Ganze noch ein bisschen mehr dus geht am Gu, und das ist nämlich das, was wir lo machen. Wir gehen nämlich hin, wir kochen das lo. Eine Minute, einfach am Kochen Wasser. So. Wir stellen mal alles ein bisschen So. Guck mal. Ah, fantastisch, das passt hier so gut auf. So. Und zwar, ich weiß schon, du musst Wasser kochen. Und an dem es von der Wasser kocht, und wir machen also den Ingwer halt dran, dann ist am Anfang den manchmal immer so, dass ich den Ingwer vielleicht 1 Minute dran lasse. Und das ist für uns logisch Tee zu machen. Das heißt, die ganzen Gu von dem Ingwer geht am Anfang an Wasser dran, und dafür geht der Toten dann mit dus. So, am Ende gleichzeitig hast du dann deinen Tee, den du kannst trinken, oder du musst was Zucker, weil du die Limonade hast. Aber so kannst du den Gu oder die Schärfe vom Ingwer reduzieren. So, da werden wir noch bis der Toten vom kocht, während der Zeit drehen wir noch ein bisschen. Dann muss man die ganzen Zucker und das ganze Salz am Anfang mal gut, weil es sich gut ablegt. Aber wie gesagt, normalerweise schützen wir mal kurz ab. Dann mischt das schon noch besser. Und ein bisschen Turbo. So, gucken wir mal das Wasser. Am besten warten wir, bis das Wasser kocht. Und das ist eigentlich dann den Startpunkt, wo du kannst holen, wo du dann mal zeitlich guckst, 1 Minute oder so. So, komm, geben wir mal Gas rein. Also, man hat gesagt, schon gut, nicht so schlecht aus. So, dann holen wir jetzt den Ingwer, den wir geschnitten haben. Einfach dran machen, zwischen Neige und Wasser, just den Ingwer. So, machen wir alles. Zack. So. Du darfst gerne nur umkochen mit Wasser, wenn es glifft. So, und du kannst ab dem Moment zählen nicht eigentlich 1 Minute. 1 Minute, wo das Ganze anfangen soll kochen, wenn es nicht lang dran ist. 2 Minuten, 3, 4, 5 Minuten. Weil das Wasser mich stärkt und dein Ingwer eben mich dus geht. Perfekt. Und das ist eigentlich das, was du dann von dem Ganzen willst. So, ich brauche nur noch kurz ein Passett. Weil da kann ich nämlich das Ganze von ran machen und ein bisschen schön auftripsen lassen. Du darfst gerne Kochwasser ranschläft. Oh, ich brauche einen Induktionsblock. Ich meine so, dass okay, also bleibst du. So.
Oh, das fängt schon noch richtig gut zu riechen. Richtig noch gut im Ingwer. Alle guten die Ingwer wahrscheinlich nicht gerne und die werden wahrscheinlich zu Facebook schon ausgemacht und einfach nur mal sagen, das machen. Mir ganz ehrlich, ich finde das wirklich mega geil. Und vermeidet wirklich so die Gefirften, das ist wirklich absolut gut nicht. So, lass mal das ganz kurz abkochen. Ich gucke mal, ob ich powervolle Pulle gemacht habe. Am Anfang schon. Na, das sieht schon gut aus. Ma, fantastisch. Gut. So. Ausmachen. Schauen wir noch ein kurz den frischen. Am besten, was ich probiere, mal heim, oder? Zack. Fischen wir das Ganze mal ein bisschen schon raus. Oh, das sieht schon gut aus. Tipptopp. Gut. Zack. Jetzt schieben wir das Ganze ein bisschen nur 4. So, fischen wir das mal raus. Oh, wie lange war der Tolle dran? Nur nicht vielleicht, oh, 1 Minute vielleicht. Ich schon gerne, aber das ein bisschen stark aus dem Google. Soll auch noch etwas machen. Wie gesagt, den da mal raus. Muss man dann noch ein bisschen schon auftrüpsen, dass wir noch nicht zu viel Wasser an das Mixtur kriegen. Schlimmer ist das noch nicht. Und voilà. So, dann haben wir hier also eigentlich einen Tee, Ingwer-Tee. Oder wenn es noch viel ist, ein bisschen nach Zucker dabei ist, den Ingwer Limonade. So, dann haben wir das hier mal Zeit. Hopp, dann haben wir das Ingwer hier. Da brauchen wir ganz einfach nur einen Döppelschau, schon mal die Doten. Kriegst du so am Park zu kaufen. Der hat dort extra viel Kraft, meine Frau war begeistert. So. Ab. Machen wir den Ingwer einfach nur mal heute dran. Ne? So. Einfach nur mal gut abfüllen. Dafür lasst das noch gut warm. So. Wow, so noch ein bisschen schön. Und einfach gut abfüllen das Ganze. Dass du sowieso, sagen wir mal, pressen das Ganze und nicht. Das soll ja anfangen einfach noch relativ luftig bleiben. Also mal gucken. Geht eigentlich. Ich mache aber nicht allzu viel dran, weil es könnte schon noch Flüssigkeit dran, nicht, dass man das direkt überlebt. Und ich gucke, dass es dann vorne relativ luftig noch dran bleibt. Du sieht schon mal gut aus. So, ich schüttle immer noch just ganz kurz meine Flüssigkeit haben wir noch weil sonst kann ich dann niemals so eine kleine Tüppchen dran. Ne? So, zwar füllen wir dann einfach mal ab. Also heißt das Zucker, Salzmischung, einfach mal dran. Ja, können wir von der Rupfalle bis hier. Ja, noch ein bisschen. Na, so. Tipptopp. Deckel auf. So, man. Fertig. Fertig ist ja ein Ingwer. Ich gesehen habe, ich kann eigentlich noch ein bisschen schon dran machen. Weil du könnt einfach in der Frigo. Na, so. Tipptopp. Op. Voilà. Und fertig ist von selber gemachten Ingwer. So, bei mir ist es so, ich will das heute meine Stadt einfach Minimum an der Frigo und dann ist Ingwer von fertig. So, da ist den Doten. Dann sind die Noten also schon 3 Monate am Frigo. Die Leute fragen mich immer, wie lange kannst du das dann halten? So lange, wie du willst. Das leider am Essen schon. Das hält ewig. Ja, und das ist, du brauchst ja keine Angst zu haben, dass das da bist du mal passiert. Das leider am Essen schon, alles okay. Und wie gesagt, lo einfach in der Frigo, Minimum eine Woche. Und dann hat einen eigenen Ingwer gemacht. Durch da braucht die ganzen Konservierungsstoffe, die Sauce an den Dingen anfangen, an dem Fertigen dran aus, brauchst anfangen nicht, du hast deinen eigenen. Und wir haben selber decidiert, was wir gut wollen haben. So, und ja, das ist eben so, wie die gerade aus. So, voilà, das war es schon für die Livestream von heute. Lo wisst ihr, wie der ihren eigenen Ingwer, wie der Gary könnt machen. So, nicht merci fürs Nachgucken. Bis geschwind. Ciao.